100.000 Menschen auf dem Chlodwigplatz, kölsche Prominenz auf der Bühne, alle vereint gegen Fremdenhass. So war das heute vor genau 25 Jahren in der Kölner Südstadt. Wir blicken gleich zurück auf den Tag und das legendäre Konzert von Arschu. Ja, was die Kölner wirklich können, ist zusammen aufstehen und laut sein. Laut sagen oder singen, was ihnen nicht passt. Wie damals bei Arschu. 25 Jahre ist das jetzt hier Auslöser für das legendäre Konzert am 9. November 1995 am Chlodwigplatz. War der Brand in einem Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen. Aus Protest haben die Kölner gesungen unter dem Motto Arschu zeng auseinander. Und sie waren alle dabei. Tommy Engel, Brings, Föß, Föhner und Bab. Kurz bevor es dann losging, haben wir gedacht, das geht komplett in die Hose. Es verirrten sich irgendwie, wenn es hochkommt, hier 4.000 Leute auf dem Platz. Und dann ging das auf einmal in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Überall Himmel und Menschen. Also es war ein Kopf an Kopf. Plötzlich, als wenn irgendwo ein Damm gebrochen wäre, möchte ich mal sagen. Oder als wenn irgendwie eine Schranke geöffnet worden wäre, flossen dann die Menschenmassen hier auf dem Chlodwigplatz. Das war sehr beeindruckend. Der Sänger Basti Kampmann ist damals ein Teenager, steht mit seinen Freunden auf dem Chlodwigplatz vor der Bühne. Schockiert nach den Brandanschlägen 1992 in Rostock-Lichtenhagen. Als Reaktion darauf wird in Köln innerhalb von 3 Wochen Arschu auf die Beine gestellt. Musiker, Rock und Karneval, Literaten, Schauspieler. Danke. Mit ihrer Stimme wollen sie dagegenhalten. Jawohl! Uns ist immer wichtig, dass die Arschu-Sachen groß werden, weil, also diese großen Konzerte, weil in dem Fall geht es uns wirklich auch um Quantität, um zu zeigen, dass immer noch ein ganz großer Teil der Gesellschaft offen ist, mit Fremden zusammenzuleben und vor allen Dingen auch sagt, bis hierhin und nicht weiter, weiter rechts geht nicht. Diese Botschaft diskutieren die Musiker als Arschu AG ein Jahr später in einem selbstorganisierten Kongress. Wie ist das Zusammenleben zwischen Deutschen und Ausländern? Einige der Musiker gehen in Schulen, sprechen da über Rassismus. Zuerst sind wir ja mal Musiker und haben über die Musik auch die Leute erreicht, die Menschen erreicht. Es gibt Songs, den Arschu-Song, Wann geht der Himmel wieder, ob das sind Lieder, die alle Leute kennen und die sie auch alle singen. Und das sind natürlich die Träger von der Idee. Und daraus resultiert dann, okay, jetzt haben wir eine Chance, miteinander zu reden. Und wenn ihr ein Problem habt, sagt es und wir versuchen es gemeinsam zu lösen. Reden und singen gegen die, die nicht reden wollen. Immer dann, wenn es nötig ist, wie 2008 bei Pro Köln. Wieder mit dem Linksfaschismus! Arschu ist Teil eines stadtweiten Bündnisses gegen Rechtsextreme. Die Anlässe ändern sich und auch Arschu verändert sich. Neue Gesichter kommen dazu, verjüngt sich und diskutiert über die Zielrichtung. Nicht einfach nur dieses, wir prügeln auf die Rechten ein. Da gibt es durchaus auch ich sag mal, konstruktive Diskussionen im Kreise von Arschu. Da sind wir nicht immer einer Meinung. Der kleinste gemeinsame Nenner, gegen Rechtsextreme und ohne Gage ein großartiges Konzert machen. Doch viele Besucher beim Konzert auf der Deutzer Werft 2012 kommen nur wegen der Musik. Das hat alles Geld gekostet. Also es war echt aufwendig, wir haben uns Arbeit gemacht und haben dann gesagt, ihr könnt diese CD kaufen für 10 oder 12 Euro. Die Leute sind hier hingekommen, haben sich am Bütchen mit Bier eingedeckt, haben sich die Musik angehört und sind nach Hause. Das war so ein bisschen Freizeit-Antifaschismus, da habe ich mich sehr drüber geärgert. Trotzdem, sie machen weiter. Nach den Nazi-Krawallen auf dem Breslauer Platz 2014 und bei Belikte 10 Jahre nach dem Nagelbombenattentat. Wir sprechen all dieselbe Sprache. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Gemeinsam auf der Bühne mit einem gemeinsamen Ziel. Viele Kölner Musiker haben sich so durch Arschu überhaupt erst kennengelernt.
für uns hat das auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Und eine Freundschaft, die jetzt schon lange funktioniert, ist daraus entstanden. Zusammenstehen. Und da gibt es auch eine kleine Geschichte zu, weil wir waren ja damals, wir sind ja unwesentlich jünger. Und es war so, dass wir damals am Klotnickplatz nämlich unten standen. Wir waren 19 Jahre und damals war Microphone Mafia zu viert und haben zum ersten Mal Wann geht der Himmel wieder ob gehört. Damals war Klaus der Geiger, glaube ich, noch dabei. Ja. Und haben gesagt, irgendwann werden wir dieses Lied auch selber mit den Höhnern gemeinsam singen. Gemeinsam auf der Bühne, gemeinsam etwas anstoßen. In diesem Frühjahr eine dezidiert politische Kampagne fürs Wählen gehen. Arschu verändert sich, weil sich auch die Gesellschaft verändert hat in den vergangenen 25 Jahren. Manchmal, wenn ich hier lang gehe, und ich denke natürlich sehr oft daran, wenn ich über den Klobichplatz gehe, dass das hier funktioniert hat. Wir hatten keinerlei Security, keine Absperr, geht da gar nichts. Wie durch ein Wunder ist das alles gut gegangen. Ja, Wahnsinn. Das Konzert war natürlich 1992 und nicht 95, wie ich vorhin versehentlich gesagt habe. Der 9. November, ein geschichtsträchtiger Tag.